So, es ist Samstagmorgen und ich wollte eigentlich in Manhattan Beach 10 Kilometer säckeln, bin ein bisschen spät drin, habe mich vergessen anzumelden, also kein Nummeröli, muss ein bisschen Gas geben. In einer Viertelstunde fährt das Rennen nebenan. Ich muss noch auf Manhattan Beach mit dem Velo. Dann schaffen wir schon, jetzt ein bisschen auf die kalifornische Unpünktlichkeit. Ich darf sagen, ich habe mich natürlich auch minutiös vorbereitet. Nein, sicher nicht. Ja, vorgestern habe ich gesehen, dass sie die Strassen absperren. Und das war dann eigentlich mein Entscheid. Da mache ich mit. Das klingt gut. Ich habe doch jetzt seit auch 8 Wochen bin ich nicht mehr säckeln, dass ich ja, schön ausgeruht bin. Jetzt habe ich nur noch ein Problem, und das ist ja kein Startnummerli, keins mehr bekommen, keine Zeit mehr gehabt. Und eben bis vor 2 Tagen gar nicht gewusst. Unterwegs sind Streckenposten, wo dann die Leute rausnehmen ohne. Aber ich habe einen Plan, ziehe ich einfach auch das T-Shirt ab. Sehen Sie dann jetzt nicht mehr alle, gar keins haben. Aha, kennen Sie den nicht? Jetzt hat er gesagt, in 2 Minuten sei der Start, also hure pünktlich. Immer dann, wenn man angewiesen ist, dass das Zeug nicht pünktlich ist sie auch nicht pünktlich. Und sonst nicht. Hängt mir gut. Noch ein paar Meter. Also, es geht los. Wir werden schliesslich mit der Spitze mitlaufen. Ich bin nicht auf dem Velo. Gut, gehen wir. So, ist gut gegangen bis jetzt. 150 Meter habe ich angefangen hinter mir. Nehmen wir noch die anderen 9,85 Kilometer. Sieht gut aus bis jetzt, bin gut drin. Die Pause ist gut, Verpflegung ist alles bei mir. 2 Kilo Sandwich, 4 Liter Cola. Also jetzt ist es eben so, es ist ja ein 10K-Rennen, ein 10 Kilometer Rennen, aber wir sind hier in Amerika, logisch gehen sie hier Distanzen während dem Rennen in Meilen an. Macht ja Sinn, oder? Hat mir ein Zeitchen gebraucht, bis ich das herausgefunden habe. Ich habe das Gefühl, eine lange Kilometer in denen. Meilen 2, ein bisschen mehr als 3 Kilometer. Jetzt müssen wir ein bisschen Gas geben, dass wir die Spitze wieder erreichen. Kleines Update, es ist Meile 4, geht mir super, ganz nah dran bei Spitze. Also wie mir der nette Streckenposten-Offizier gesagt hat, sind wir bei Meilen 5. Also nicht weit, 1 bis 2 Meilen. Noch der Strandweg.
Und dann habe ich das Rennen im Sack. Also ist gut, wir sind im Ziel. Jetzt etwas ganz Wichtiges, wenn wir ein Rennen reinschmuggeln. Nie unter dem Ziel durch, wir grossen durch. Matthew, Gally, Dennis, Sandra, Jennifer, Julie, Sibby, Irma. Stunde 10 hatte ich, das ist ein bisschen enttäuschend. Ich habe eigentlich das Gefühl, ich sei eigentlich recht nach der Spitze. Jetzt gehe ich zurück, muss waschen. Und vielleicht etwas zum Morgen nehmen. Keine Zeit gehabt, ein bisschen aufleben. Wir haben jetzt nicht etwa mein Z'morgä oder Rennverpflegung. Es hat hier einen Uhrenhändler, der hat mir das Armbändchen gratis ersetzt und hat gehen nach knapp einem Jahr. Und jetzt gehe ich dem 2 Schweizer Tafeln bringen, der wird Freude haben. Übrigens wollte ich dann mit meiner lässigen Sonnenbrille nicht extrem cool sein, sondern ich habe etwa nach einem Jahr und ich weiss, Milch tut mir nicht so gut. Also ja, ich nehme eigentlich keine Milch oder Milchprodukte mehr. Und dann, als wir aber beim Inder waren, habe ich das Gefühl, jetzt probiere ich mal das Joghurtsäuschen, das sieht gut aus. Und siehe da, wie ich es gerne habe, meine Mami ins Auge anschauen, verdammt geschwollen. Also, Milch ist nichts für mich. Man kann es drehen, wie man will. Gut, was jetzt? He? Wichtig, immer Münze tun, dass man waschen kann. Das Trinkgeld immer so geben, dass man Quarters, also 25 Gräppler, Zentler, würde man glaube ich sagen, dass man die zurückbehaltet.